So, lass mal gucken. Was passiert nun? Na, das sieht doch gut aus. So, ich habe ungenutzte Schmuckstückplätze. Da würde ich mal sagen, die gucken wir uns jetzt halt an. Da fliegt ein Vogel, habt ihr gesehen? Lass mal im Inventar gucken. Oh ja, ich will noch, wo wir gerade dabei sind, ich will noch ihren Fähigkeitenbaum angucken. So, die ist schon, zeig ich mal kurz her. Was hat sie denn? Ah, den Rhythmusriss, das mit den Fallenstellen. Die haben ja eben jetzt nicht so viel gebracht. Was ist das da? Preis der Magie? Also, das hat sie halt immer drauf. Okay, das ist doof. Inventar haben wir noch ein paar Sprengmuscheln. Ach, die habe ich vorhin gesucht. Mann, ey. Naja. So. 56, immerhin hat sie 56 Energie, aber sie verliert halt jedes Mal viel Energie. Das ist natürlich doof. So, Guti. Da waren wir doch gerade. Alles klar. Ungenutzte Schmuckstückplätze. Haben wir denn noch Schmuckstücke? Weiß ich gar nicht. So. Also, es gibt hier wieder Events. Bleiben wir mal bei links, oder? So, wir gehen schön links. Glänzende Steine. Du findest einen Beutel, der auf einem Baumstamm liegt. Darin befinden sich kleine rote Steine, die leuchten und im Takt von Starkhans Trommelschlägen vibrieren. Natürlich nehmen wir die mit. Du nimmst den Beutel und steckst die Steine ein. Ja, klar. Diese Steine scheinen etwas Besonderes zu sein. Rhythmussteine. Wir haben vorhin einen verwendet, um die Übungspuppe zu aktivieren, die dich herumgeschleudert hat. Okay. Behalten wir sie. Wir brauchen nur eine Rhythmuskette und eine Schmiede und wir können wahre Magie wirken. Guti, dann machen wir mal ein kleines Kämpfchen, ja? Wie sieht's denn da hinten? Hier ist es nicht. Okay. Wo ist denn eine Oase? Ganz da hinten rechts. Mal gucken. Aber zuerst mal müssen wir kämpfen. Okay, hier könnten wir da weitergehen, aber dann können wir da nicht mehr rübergehen. Ich wäre immer noch dafür, dass wir dieses Mal rechts gehen. Also wir halten uns mal nach Möglichkeit erstmal aus Kämpfen raus. Ich will das alles noch ein bisschen kennenlernen. So, wir spielen übrigens nachts. Die Chance, dass ein Rudel Raubtiere sich dem Gefecht anschließt. Ja, okay. Dann zeig ich mal her. Bom, bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. So, Planungsphase. So, jetzt sind wir wieder hier. Zeig ich mal, lass mich mal kurz umgucken. Hinten kommt nichts. Da, uiuiui, was sind denn das hier für Gegner? Ungenutzte Schmuckstückplätze. Ja, ist schön für dich. Dann muss ich die jetzt wirklich hier... Stärkungsdetails ansehen. Muss ich die jetzt wirklich irgendwie... Achso, sie hat ungenutzte Dingens. Was ist denn das da? Stärkungsdetails. Ja, was denn? Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was das da ist. Ich kann irgendwie platzieren. Achso, das heißt wohl, dass die noch nicht gezogen haben. Ich habe keine Ahnung. So, fest steht, wir müssen darüber. Wie sieht's hier aus? 1, 2, 3 Bogenschütze und da hinten ist so ein Knispel. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Zeig mal her. Vagabundenseherin. Die Seherin ist das verdorbene Herz der Vagabunden. Sie verwendet Beschwörungen, um Gegner zu verwirren und Verbündete zu heilen. Ihre nachlässige Zauberkunst bereitet Verbündeten gelegentlich Probleme. Bluten oder verwirrt? Okay, dann hätten wir heilende Magie, mystische Macht, Stärkung mit großer Reichweite. Stockschlag. Ja, die haut dir mit dem Stock auf den Kopf. Ein verwirrender Dunst. Plusförmiger Effektbereich Zauber, der sowohl Gegner als auch Verbündete 2 Züge lang verwirrt belegt. Ja, also ich finde die Dinger da schlimmer. Ja, der ist geil, ne? Wo will er sich hinbewegen? Nirgends hin. Ich meine ja nur. So, also, ja, komm mal her. Wo ist er denn? Zeig mal. Also der Baum da nervt schon hart gerade, ja? Komm mal her, Monsieur Starkhand. Und setzen Sie sich da hin. Und du kommst da runter, dass ich dich sehen kann, ja? So, also, wir beginnen die Runde. Meinung, einige Mitglieder der Kriegskapelle haben kein Schmuckstück angelegt. Ja, dann mach doch. Du wahrscheinlich. Mach mal halt was rein. So,
Eine gezackte Klinge, 20% kritischer Schaden oder die Totenkopf-Halskette. Garantiert nicht. So, finde ich aber schön. Hey, ist mir gerade eine Mücke auf den Kopf geflogen oder was war das? Tatsächlich. Ich muss hier unter wideren Bedingungen Dingsbums kämpfen. Alles klar. So, jetzt hat aber. Finde ich gut, dass das Spiel so vehement darauf hinweist. Danke, Spiel. Ich meine ja nur. So. Zuerst mal wird hier ordentlich getrommelt im trockenen Busch. Und zwar der Rhythmus der Macht. Oder? Lass erstmal umgucken. Die haben halt voll die Reichweite, weißt du? Lass mal gucken. Also im Moment, so wie sie da stehen, könnten sie bis hierhin. Ja, die werden mich treffen. Okay, pass auf. Du stellst dich da rein, ein bisschen in die Deckung, ja? Und machst deinen Rhythmus der Machtgedönse. Ach so, das sehe ich eben erst. Guck mal, das sind Felsen. Das heißt, die können da nicht viel weiter als so. Das ist immer gut zu wissen. Wir müssen also entweder unten rum oder oben rum. Dann nehmen wir es in die Zange. Mit ihm gehen wir unten rum und er da geht oben rum. Aber zuerst mal müssen wir hier ein bisschen was trällern. Ich bin gerade am Überlegen. Nehmen wir das? So. Hätte man besser machen können. Mit ihm schleiche ich mich jetzt mal ein bisschen hier vor. Weil der Buff ist ja mehr Angriff. Bringt mir ja irgendwie hier gar nichts. Gehe ich mit ihm hier hin. Und sage... Bleibe mal hier. Die Erde brechen. Nahkampf. Ah ja, stimmt. Haben wir ja gerade gelernt, ne? Oder Gegenstand verwenden. Der bringt mir noch gar nichts. Das auch nicht. Was für ein Gegenstand? Wir haben noch Krähenfüße. Und eine Sprengmuschel. Wie weit kann ich denn die schmeißen? Ja, leider nur bis hierhin. Nee. Dann machen wir gar nichts. Doch. Wir warten hier. Fair enough. Hallo? Bewegung bitte? Achso, er kommt gar nicht so weit. Ja, auch hier wieder. Du darfst den hier machen. Das ist eine gute Idee. X. Okay, den machen wir. Auf das da. Also links, rechts zu nehmen ist, das funktioniert auf der Tastatur bestimmt gut, aber auf dem Steuerkreuz ist, naja, meine Ausreden wieder, ich weiß. So, jetzt pass auf. Er kann genau bis hier hinschießen, wenn er sich nicht bewegt. Und wenn er sich bewegt, okay, pass auf, wir verstecken sie ein bisschen. Da hinten dran. Oder da. Da ist gut. Da ist sie irgendwie nicht so gut. So, aber Fallen kann man ja legen, ja? Fallen senken beim Bedrehen den Magiewiderstand von Gegnern verbindet für... Machen wir jetzt einfach mal. Rhythmusphase, Doppeltaste. Du Scheiße. Diese Fähigkeit verfügt über einen doppelten Taktgeber in der Rhythmusphase. Der doppelte Taktgeber wird als durch ein Plus getrennte Eingänge angezeigt. In der Rhythmusphase drückst du einfach beide Beat-Tasten gleichzeitig auf den Beat. Ja, danke, dass er das mittels Maus zeigt und nicht... Okay. Zeig mal, wie der Beat heißt. Linker Button, rechter Button. Junge, das ist kompliziert hier. Okay, kein Problem. Machbar, aber kompliziert. Achso, ich muss ja noch sagen, wo ich die hinschmeißen will. Ja, nirgends, ne? Na, das ist ja doof. Nö, dann nehme ich dich nicht. Ich habe mich gerade so entschieden dazu, dass ich das dann doch nicht will.
Wie weit kannst du denn Krähenfüße schmeißen? Dahin, das ist doof. Ja gut, du wartest einfach auch. Wir können nichts machen. Wir lassen die mal ein bisschen ran. Ach, Kacke. Was hatten die jetzt gemacht? Hat den verhext. So, die bewegen sich jetzt. So. Also. Jetzt hat aber. Ich sehe zumindest mal, dass du nichts machen kannst. Außer dich hinter dem Stein da verstecken und die anplärren. Oh, doch. Der kann sie an. Das ist eine gute Idee. Anplärren. Aber erstmal muss er hier hingehen. Ja. Und ich kann mich auch da drauf stellen. Minus... Moment, ich dachte, das sind Felsen. Da kann man nicht drauf. Minus 18% erlittener Schaden. Krass. Ja, dann kannst du das auch da machen, oder? Geil. Ja gut, dann mach mal. Achso, hat er schon. Ja gut, dann halt. Stehen bleiben. Ich habe gesagt, du sollst dich da hinstellen. Und jetzt bitte... Wie weit kann denn der laufen? Nur bis dahin. Okay. Was ist denn das da? Rhythmus des Steins. Verleiht einer einzelnen Einheit eine 10 bis 20er Verteidigungsstärkung für 2 Züge. Nee, du bleibst jetzt erstmal hier stehen. Und ich würde jetzt... Ey, komm dann. Fertig, du machst gar nichts. Bleibst hier stehen und siehst gut aus. So. Right. Komme ich nicht hin mit ihr. Aber ich komme. Hallo? Yep. Ja, hier. So. Okay. Das heißt, ich komme 1, 2, 3 Felder von mir. Wenn ich hier stehe. Jetzt stell dich doch mal dahin. Metal, ich würde gerne... Es tut mir sehr leid. Aber die Sache ist die. Ich krieg's nicht hin. Nein. So. Ihre Angriffsreichweite würde ich gerne sehen, wenn sie da vorne steht. Weil ich mir die nicht merken kann. 1, 2, 3, bringt alles nichts. So. Jetzt hör doch auf, Mann. Stell dich da hin, Mädel. Geh mir nicht auf den Senkel hier, ja. Ist ja schön, dass hier die Angriffsreichweite gezeigt wird, aber ich kann es nicht erkennen, weil da was dazwischen ist. Stehst du, mein Problem. Nein. What? Mann. So, das bringt hier also auch nichts. Dann bringt ja nur das hier was. Okay, dann machen wir das. Nee. Hör doch auf. Das da will ich haben, ja? Also so. Wie sieht das Dingens da aus? Kann ich nicht machen? Warum kann ich da nichts machen? Hä? Hä? Ich verstehe gerade... Okay, Mädel, pass auf. Du! I'm waiting. Ja, du gehe hin. Du mache das da, okay? Haben wir uns verstanden? Scheinbar. Hoffentlich. So. Und dann sollst du das da, was du da hast... Ach, das muss mal auf dir selbst wirken. Ach, das wirkt im Umkreis, Mann. Oder? Was ist denn das da für ein rotes Ding? Ach so. Ach, ich konnte da mehrere Fallen legen. Okay, jetzt hat ja funktioniert. War genauso geplant. Easy. Easy going. Du gehst dahin und siehst gut aus. Nein, du gehst dahin und siehst gut aus, habe ich gesagt. Hallo? Was macht er denn jetzt für ein Quark? Da wird halt Dunst. Ja, wie? Ui. Voll Gewalt, hä? Jetzt gehen sie aber hier. Gehen sie aber ran, so. Ach, da ist noch einer.
Jetzt ist nee, ich habe so das Gefühl, wir verlieren gleich noch einen. Ja. Verwirrtschwächung. Die Einheit ist verwirrt. Wenn du die Fähigkeit benutzt, während du verwirrt bist, also wenn du eine Fähigkeit benutzt, während du verwirrt bist, werden durch die Schwächung alle Taktgeber in der Rhythmusphase zufällig verändert. Wie werden sie verändert? Also nur die Buchstaben, die Taktgeber, also nur die Tasten, die ich drücken muss, werden verändert. Nicht die Reihenfolge, also dass das plötzlich Achtel sind oder so. Die Taktgeber sind jedes Mal anders, wenn eine Fähigkeit benutzt wird, bis die Schwächung abläuft. Ja, ist mir nur egal. Bleib du erstmal da. Yes. Alter, die dumme Sau, muss ich gerade sagen. So, pass auf. Der geht mir einfach nur auf Eier, weißt du? So. So, wir machen jetzt halt den. Links. Okay. Ja, natürlich auf den. Ach so, es war ja... Das war fies. Ich meine, hat ja funktioniert, aber Mann, ey, ich hab mich jetzt so konzentriert. Ich habe doch das Problem mit den Tasten. Ich spiele doch hier mit dem gescheiten Nintendo-Layout. Und wenn dann da Y steht, dann will ich natürlich die Taste da links drücken. Was aber eigentlich X ist. Das ist natürlich doof. So, und deshalb war ich jetzt gerade ein bisschen so, ja, es ist hier alles verwirrt. Das ist hier alles verwirrt. So, also, pass auf. Ich will jetzt erstmal mit dem hier noch ein bisschen gehen und dem jetzt einfach mal eine reinzimmern. Und zwar so richtig. So, jetzt muss ich aufpassen, die Tasten haben sich geändert. Zimmer immer eine rein, Junge. Das waren sie nicht verwirrt. Oder wie, oder was? Ist egal, der ist weg. So, das ist das Wichtigste. Jetzt muss ich mal gucken. Mal die falsche Taste. So. Okay. Also, da vorne ist eine Falle. Aber ich kann hier halt mit dem blöden Ding muss ich ja doch relativ nah dran an den Gegner. Aber da eigentlich ist er doch perfekt, oder? Wenn ich den da hin mache. Da treffe ich aber meine eigenen Leute. Aber da treffe ich mehrere. Oh, das ist gut. Das nehmen wir. So, wie war das Rhythmus-Dingens? Taste gedrückt halten, eine andere Taste. Kriegen wir hin. eine ist platt gegangen. Ah, der Bogenschütze. Sehr schön. Der Bogenschütze ist platt. So, und jetzt habe ich ja noch meinen Trommler hier, ja? Der kann ja auch mal was machen für sein Geld. Ja. Aber was? Aber was? So. Aber was? Weil ich habe hier gerade das Problem, dass ich ja hier in meine eigene Falle reinlaufe. Das würde ich ja nicht wollen. Das haben wir irgendwie nicht so intelligent gemacht. Gut, dann stellen wir den halt einfach... Nein, nicht so rumlaufen. Wie geht das mit dem Wegpunkt setzen? Wegpunkt umschalten. So. Wegpunktmodus. Im Wegpunktmodus kannst du den Weg deiner Einheit während der Bewegung steuern. Er ist nützlich, wenn du Fallen vermeiden oder durch viele Gegner hindurchgehen willst. Der Modus ist aktiv, wenn der Bewegungspfeil grün ist und wird durch eine kleine grüne Flagge auf dem Schlachtfeld angezeigt. Das weiß ich noch. Wegpunkte verwenden. Drücke nach Auswählen einer Einheit oben, um den Wegpunktmodus ein- oder auszuschalten. Wenn der Wegpunktmodus aktiv ist, drücke A auf einem Feld, um Wegpunkte zu setzen und so einen Weg für deine Einheit zu zeichnen. Aha. Okay. Wenn du zufrieden bist, lasse X los. Wieso soll ich denn X loslassen? Ich wusste gar nicht, dass ich gedrückt halten muss. Und klicke auf das Zielfeld, damit deine Einheit sich über den Gesetz... Hä? Wie X loslassen? Was willst du von mir? Ich mache das folgendermaßen. Du gehst hier hin und danach gehst du dahin. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Du Eumel. So. Nein, dahin gehen. Ah. Okay, und dann musst du nicht loslassen, sondern drücken. Das war eine blöde Übersetzung. So, jetzt pass auf. Wir haben hier einen Herzschlag. Heile ein Einzelziel zweimal. Das bin ich. Ich bin ein Einzelziel. Was ist das da? Nee, ich bin ein Einzelziel und ich heile mich jetzt da zweimal. Bin ich hier in dem Kriegsnebel drin? Ich glaube nicht. So. Ging so.
Ich bin wohl doch noch im Kriegsnebel drin. So. Was macht die Oma da hinten? Die heilt sich jetzt halt selbst. Die ist ja keine kleine Blöde. Die ist genauso schlau wie ich. Sie ist selbst verwirrt. So, und er geht jetzt nach hinten und greift meinen Trommler an, oder? Nee. Hätte ich jetzt gedacht. So. Sie sind zumindest auf dem Rückzug. Das ist gut. Und jetzt... Mal gucken. Wie weit komme ich mit dir? Bis dahin. Du haust jetzt erstmal den da platt, ja? Und zwar so richtig, bitte. Danke. So. Hat gut geklappt. So. Two times von mir aus. Stell dich mal dahin. Und mach nochmal... Ich würde eigentlich lieber nochmal das Heildingens machen. Was macht das? Rhythmus des Steins, Verteidigungsstärkung. Nee. Achso, das haben wir schon gemacht. Das hat eine Abklingzeit. Wusste ich gar nicht. Ja, das ist natürlich doof. Okay, dann mache ich gerade noch Verteidigung auf mich drauf, wenn die Oma mich angreift. Oh, die Oma. Ja, ist egal. Nicht gut, oder was? So. Okay, ihr beiden. Dann kommt mal her. Kannst du nicht da oben rumgehen? Ich muss jetzt durch die Falle durchlatschen. Das ist natürlich doof. Naja. Naja, so ist es halt. So. Und jetzt... Ah, der hat 2... Ich das aber auch immer vergesse. Gut, dann tun wir halt ein bisschen anplären. Dann tun wir so ein bisschen anplären, dass die sich auf mich konzentriert, ja? Und unten mein Drummer in Ruhe lässt. Während du jetzt dahin gehst und dann mal gucken, ob man die Oma da nicht, ob man der da nicht ein bisschen einheizen können. Ungefähr so. Haben wir geschafft. Aber ganz locker. Keiner ist gestorben. Bin ich ja schon froh drum. Okay. Ich habe wieder Gold und ich habe Rhythmusessenz. Ich glaube, das ist die Rhythmusessenz. Ich glaube, das sind die XP. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. So. Irgendein Level-Up? Ja. Glaskanone. Passiv. Erhöht den Schadensausstoß auf Kosten der Überlebensfähigkeit. Magie wird um 25% erhöht. Oder hautnah und direkt. Passiv. Hebe Preis der Magie auf und erhalte 8% des verursachten Schadens als Barriere, wenn du Einheiten innerhalb eines Radius von 2 Feldern angreifst. Minus 35% des verursachten Schaden auf Einheiten, die 3 oder mehr. Okay, das heißt, ich muss da jetzt... Den nehme ich. Ich muss da jetzt mitten reingehen. Ja, der Lebenspunkte-Malus von Preis der Magie verdoppelt. Nee. Ich hebe Preis der Magie auf. So, den nehme ich. So. Gut. Was ist jetzt hier los? Achso. So. Dann, achso, ja, ich habe auch noch Ruck freigeschaltet. Den würde ich mir jetzt auch noch gerne angucken. Sag, Duelland. 10% kritische Chance, wenn sich nur ein Gegner in Reichweite des Kriegers befindet. 8 Felder. Ja, ist doch gut. Ja, gut, oder? So, weiter. So. Dann gucken wir mal, was wir jetzt halt machen. Also, wir müssen ja quasi hier hin zu einem Event. Rhythmusschmiede, sehr schön. Als ihr eine kurze Pause einlegt, um die Gegend zu erkunden, entdeckst du einen winzigen Schimmer, der von einer Höhle ausgeht. Als du hineingehst, entdeckst du eine magische Schmiede und ein paar verschlungene Lederriemen mit leeren Fassungen, hoppala, die aneinander gekettet sind. Erhaltene Gegenstände, was ist das? Ausgewogene Rhythmuskette. Okay. Was auch immer das ist. Guti. Und jetzt kann ich eine Rhythmuskette schmieden. Mach ich mal, oder? Wow, das ist eine Rhythmusschmiede und ein paar Rhythmusketten. Mit der Schmiede können wir neue Fähigkeiten erschaffen, die auf Rhythmusmagie reagieren. Wir müssen diese Ketten nur mit den Rhythmussteinen kombinieren, die wir zuvor gefunden haben. Das ist schon mal gut. Okay, wie funktioniert das? Na, das zeige ich euch.
Mit der Rhythmusschmiede kannst du mächtige Fähigkeiten für deine Einheiten erschaffen, indem du Rhythmusketten mit Rhythmussteinen kombinierst. Rhythmusschmieden auf der Karte haben die Macht, eine geschmiedete Rhythmuskette herzustellen. Das hast du doch jetzt schon 5-mal erklärt. Rhythmusketten sind kunstvoll gefertigte Lederbänder mit miteinander verbundenen leeren Fassungen. Durch Einsetzen von Rhythmussteinen in die Fassungen kann die Kette in eine benutzerdefinierte Rhythmusfähigkeit verwandeln. Das höre ich jetzt zum 4. Mal gerade. Beim Schmieden einer benutzerdefinierten Fähigkeit definieren Rhythmusketten die Angriffsart, Abklingzeit, Reichweite und den Effektbereich einer Fähigkeit. Die Kette zeigt auch die Beats in der Rhythmusphase sowie die Anzahl der Rhythmussteine an, die sie aufnehmen kann. Die von der Fassung ausgehenden Linien zeigen an, wie oft ein Rhythmusstein in der Rhythmusphase ausgelöst wird. Ach so. Suche nach Ketten, die mehrere Rhythmussteinfassungen und viele Auslöser haben, um das beste Ergebnis zu erhalten. So, was habe ich hier? So, ein Schätzchen hat hier noch genug Saft, um eine einzelne Rhythmuskette zu schmieden. Wir haben hier eine Nahkampf- und eine Fernkampfkette. Nur Razen hat die Fähigkeit, um die Fernkampfkette zu benutzen. Aha. Ja, klar. Wohingegen ich, Stein, Schultern und Baruch die Nahkampfkette ausrüsten können. Was ist denn mit dem Mädel? Empra oder wie sie heißt. Die hat doch auch eher Fernkampfgedönse. Nee, eigentlich nicht. Ich habe sie gerade auf Nahkampf umgerüstet. Egal. Welche also soll es werden? Ausgewogene Rhythmuskette. Wie kann ich denn da was wählen? Okay, wenn du zufrieden bist, bestätige deine Wahl, um dir die Rhythmuskette anzusehen. Ja, ich habe ja nur eine Kette, also nehme ich die. So. Rhythmussteine. Die Rhythmussteine sind glänzende, farbige Steine, die Rhythmusmagie kanalisieren können. Wenn du eine benutzerdefinierte Fähigkeit schmiedest, fügen rote Steine Schaden hinzu, grüne Steine Heilung und gelbe Steine verleihen der Fähigkeit Stärkungen oder Schwächungen. Aha. Okay. Rot Schaden, grün heilen, gelb Zeugs. Buff. Um einen Rhythmusstein zu verwenden, ziehst du ihn in eine leere Fassung in der Rhythmuskette. Er zeigt die Gesamtstärke des hinzugefügten Steins an, die dadurch bestimmt wird, wie oft der Rhythmusstein ausgelöst wird. Zum Beispiel bei dieser 5 Schadenstein und 2 Auslöser ist gleich 10 Schaden insgesamt. Also 2 Auslöser, einmal links, einmal rechts. Jeweils 5 Schaden. Okay, alles klar soweit, glaube ich. Die Gesamtwerte der Rhythmuskette. Wenn alle Fassungen der Kette gefüllt sind, kannst du den gesamten Schaden und die Auswirkungen der Fähigkeit unter der Kette sehen. Die Bewertungen zeigen dir, wie jedes Attribut im Vergleich zu einer durchschnittlichen Fähigkeit ist. Fahre über sie, um mehr zu erfahren. Ich fahre gleich mal über dich, Junge. Also gut, füllen wir die leeren Fassungen mit Rhythmussteinen. Tausche verschiedene Steine in den Fassungen aus, bis du den passenden gefunden hast. Wenn nichts dein Rhythmusherz höher schlagen lässt, kannst du auch zurückgehen und eine andere Kette wählen. Gibt es eine andere Kette? Wenn du mit der Kombination zufrieden bist, schmieden wir sie mit meiner Kriegstrommel. Alles klar. Wie wird das gemacht? Wir spielen Beats der Kette, welche die Steine der Kette mit Rhythmusmagie durchwirken und so kommt alles zusammen. Ja, ganz klar. Je besser du die Beats triffst, desto besser wird die Kette werden. Also legen wir los. Yes, das ist ja komplex. Okay, sehe ich das richtig, dass da 2 Steine reinpassen und die werden dann insgesamt 1, 2, 3, 4 Mal ausgelöst, richtig? Das hat, glaube ich, das haut ordentlich rein. So. Alter. Okay, das ist also quasi unten halten. Da links, unten halten und da ist es X, linker Button, rechter Button. Hier ist das, ne. So. Dann, also ich muss hier einen Rhythmusstein reinmachen. 20 Schaden oder 12 Schaden. Was bedeutet das? Plus 2. Auslöserberechnung ausblenden. Nee, ich weiß nicht, was es ist. Ich würde mir gerne anzeigen, was das plus 2 ist. Das ist... Okay, ich habe keine Ahnung, aber es haut ordentlich rein. Das geht, glaube ich, einfach, behaupte ich jetzt mal so. So, jetzt kriegt der da, soll mal... Und der macht minus 2. Der eine macht plus 2 Sanduhr und der andere macht minus 2, keine Ahnung. Plus 5% maximale Lebenspunktbarriere. Was ist eine Lebenspunktbarriere? Also, Moment. Ich kann mit der Maus drüber gehen, hieß es, oder? Wo ist die Maus? Hallo? Maus? Ein Scheißdreck kann ich hier. Hallo? Ich glaube, ich habe gerade das Spiel kaputt gemacht. Nein, so, da. Jetzt bin ich schon wieder irgendwo, wo ich nicht sein will. So, da will ich hin, ja. Okay, der fügt vergiftet zu. Das kriege ich hin.
vergiftet ist eigentlich geil. Das würde also bedeuten, der da fügt zweimal vergiftet auf Gegner zu. Na, zweimal vergiftet ist doof. Weil doppelt vergiftet geht, glaube ich, nicht. Der ist am Schluss einmal vergiftet. Also das wäre eigentlich Quatsch. Plus 5% maximale Lebenspunktbarriere. Was bedeutet das? Und der hier macht, ich nehme einfach, das gibt ordentlichen Angriffsdingen. So, 80 Schaden. Okay, also, unten gedrückt halten, X und dann die Schultertasten. Machen wir das mal. Die Kette schmieden. Um eine Rhythmuskette mit Steinen zu kombinieren, musst du mit der Kriegsrummel den Beat der Rhythmuskette spielen. Schlage den Beat der Kette im Takt der Musik genau wie zuvor. Deine Leistung wirkt sich auf die Gesamtstärke der geschmiedeten Rhythmusketten von minus 10%. Moment, ich kann auch schlecht sein? Okay, bis plus 10% aus. Du kannst den Effekt des Schmiedens als Wert von 1 bis 4 sowie in Prozent auf dem Ergebnisbildschirm sehen. Ich habe keine Ahnung, was ihr redet. So. Nein! Ich dachte, ich muss X drücken beim Halten. Das war komplett scheiße. Das war komplett scheiße. Ich hab nicht geschnallt. Ich dachte, ich muss X drücken zum Halten. Und dann dachte ich, hä, was ist jetzt los? Und dann wollte ich unten drücken und dann war alles komplett falsch. Mann! Ja, das war interessant. Es war interessant. Ja. Wer hat Lust, es auszuprobieren? Ja, mach halt. Komm. Ja. Ja, okay. Um Ketten zu betrachten. Was bringt mir meine Megakette? Ach, die braucht 3 Züge Abklingzeit. Junge, ich hab's komplett verhauen, aber mal so richtig, ey. Alter Schwede. Mann, dann sollen sie das größer machen. Das muss die ganze Zeit oben stehen, was ich zu drücken habe. Nicht nur währenddessen und vorher. Und ich will, das muss öfters sein. Das sind andere schuld, nicht ich. So, ja, bla bla. Was muss ich machen? Wähle neu geschmiedete Rhythmuskette aus. Kann Nahkampf, kann Zauberketten, kann Fernkampfketten. Nicht ausrüsten, nicht ausrüsten. Ich hab nur einen. Mach sie dran. Ja, wie ist das? Sieht voll fesch. Also, lass uns ein paar Vagabunden finden, die wir vernichten können. Ja, ich hab sowas von Bock drauf. So, hier geht's weiter. Was muss ich machen? War's das? X. Sind wir durch, ja? Ja, wie? Nein, ich hab's doch gerade angelegt. Da, gucke. Da, ordentlich, da habe ich ordentlich mächtig Dreschen habe ich draufgelegt. So. Und jetzt würde ich gerne zurückgehen. Ich würde hier... Ich würde gerne zurückgehen. Knick dich ins Vieh, habe ich halt keine an. Was weiß ich. So.